Nein, ich kann die quarianische Flotte nicht aufs Spiel setzen. Nicht zur Rettung der Geth. Shepard! Sie versuchen zu fliehen! Dranbleiben! Mit diesen Upgrades könnte unsere Flotte die Erde zurückerobern. Wir könnten bei dem Tigel behilflich sein. Bitte, das ist nicht gerecht. Grüß dich zurück zu Mass Effect 3. Wir stehen nun vor der nächsten wahnwitzigen Herausforderung. Mir bleibt jetzt nichts anderes übrig, als das hier zu nehmen. Ich bin gespannt, was nun passiert. Ja, ich muss es tun. Schauen wir mal. Was passiert, ich weiß es nicht. Nein, heute stirbt niemand mehr. Legion, laden Sie den Code hoch. Tali, stellen Sie mich durch. Upload wird durchgeführt. 20%. An alle Schiffe, hier spricht Commander Shepard. Der Reaper ist tot. Angriff einstellen. Hier ist Admiral Tali Zora. Shepard hat meine Unterstützung. Und meine auch. Negativ, wir können diesen Krieg jetzt gewinnen. Weiter feuern! 60%. Die Geth verfügen bald wieder über volle Stärke. Wenn sie weitermachen, werden sie vernichtet. Bei ihnen geht alles darum, die Geth zu töten. Sie haben sie zur Rebellion gezwungen. Sie haben sie zum Bündnis mit den Reapern gezwungen. 80%. Die Geth wollen sie nicht bekämpfen. Wenn sie das nur eine Minute lang glauben könnten, wäre dieser Krieg vorbei. Sie haben eine Wahl. Bitte, Kila Selai. An alle Einheiten Feuer einstellen! Fehler. Kopieren des Codes nicht ausreichend. Direkte persönliche Verteilung erforderlich. Shepard Commander, ich muss zu Ihnen gehen. Es tut mir leid. Es ist die einzige Möglichkeit. Legion. Die Antwort auf Ihre Frage lautet ja. Ich weiß, Tali. Aber danke. Kila Selai. Commander! Admiral Rahn, ich habe gehört, Ihr Schiff ist abgestürzt. Schön, dass Sie wohl auf sind. Ich habe alles über Funk verfolgt. Wenn Herrn Garrel nicht aufgehört hätte... Hat er. Wir haben schwere Verluste erlitten. Ich weiß nicht, ob es uns möglich ist. Wo sollen wir hingehen? Sie können gerne mit uns nach Rannoch zurückkehren, Admiral. Legion? Nein, es tut mir leid, Commander. Legion hat sich geopfert, um uns allen Intelligenz zu geben. Wir werden ihn dafür ehren. Gut. Und wir werden Legions Versprechen halten. Die Geth-Flotte hilft Ihnen bei der Zurückeroberung der Erde und unsere Techniker unterstützen Sie beim Bau des Tigels. Unsere selbstverständlich auch. Admiral, haben Sie schon über mögliche Siedlungsgebiete nachgedacht? Der Südkontinent hatte ausgezeichnetes Ackerland, soweit ich mich erinnere. Kommen Sie klar? Ich denke schon, Commander. Vielen Dank. Brauchen Sie ein zweites Haus? Ein Grundstück am Strand. Schlagen Sie rasch zu, der Markt ist umkämpft. Sind Sie okay? Ich weiß, die Zusammenarbeit mit den Geth wird schwierig werden. Ich bleibe nicht. Ich komme mit Ihnen. Ich dachte, Ihr Volk braucht Sie. Was weiß ich schon über Verhandlungen mit KIs? Sie und Edi verstehen sich gut.
Mein Volk braucht mich da draußen. Früher oder später werden die Reaper sich Rannoch holen wollen. Wir haben gerade einen getötet. Deshalb komme ich mit ihnen, um sie aufzuhalten. Wenn sie glauben, dass ich eine Hilfe sein kann. Sind Sie sicher? Ja. Ich sehe das alles. Ein Bild der Hoffnung und des Friedens. Aber ich denke nur an all diejenigen, die ich verloren habe. Mein Team auf Haestrom, mein Vater, sogar Legion. Ich trauere um einen Geth. Wie verrückt ist das denn? Das ist nicht verrückt. Trotzdem ist es wunderschön, oder nicht? Ja, das ist es. Es wird Jahre dauern, bevor wir ganz ohne unsere Anzüge leben können. Aber dieser Moment... Dieser Moment gehört mir. Commander Shepard, wie ich höre, bringen Sie eine neue Flotte in diesen Krieg. Ja, Ratsherrin. 2 sogar. Ich kenne die Berichte, dass Sie beide Parteien zum Einlenken gebracht haben. Ich hatte viel Hilfe. Es gibt immer noch isolierte Gruppen von Geth. Anscheinend sind es Geth-Körper mit Reaper-Code. Aber gegen die Geth-Flotte ist das keine große Bedrohung. Jedenfalls haben wir zum ersten Mal in diesem Krieg Hoffnung, Commander, was mich zum Thema bringt. Ich habe wichtige Neuigkeiten, die ich Ihnen lieber persönlich mitteilen möchte. Soll ich vielleicht zur Citadel kommen? Das wäre optimal, Commander. Wir treffen uns in Ratsherr Udinas Büro. Commander, Admiral Hackett ist über Videoleitung verfügbar. Ehrlich, wir haben es geschafft. Wir haben es wirklich geschafft. Voll geil, Alter. Sorry, ich feiere diesen Moment gerade. Obwohl ich mich jetzt in der letzten Aufnahme so dermaßen geärgert habe. Über die Bugs, über dieses Neuladen, über die Mission mit diesem scheiß Virus da und hin und her und bla bla bla. Wir haben es wirklich geschafft, diese 2 Parteien zu vereinen. Es ist unglaublich. Sorry, dass ich das gerade so feiere, aber ich habe das noch nie so gespielt. Ich feiere das gerade volle Kanne. Ist das geil. Sorry. Ja, und mir kam eine Träne, sorry. Commander, beschäftigt Sie etwas? Was dann, Commander? Bringen Sie die meisten Aktivposten. Ja, ja. Aber bitte, geh weg, das... Bereitschaft. Hä? Wie bereit sind wir im Moment, Admiral? Angesichts der Gesamtsituation so bereit wie nur möglich. Das war gute Arbeit, Shepard. Was ist mit der zusätzlichen Hilfe, die wir mobilisiert haben? Quarianer und Geth an Bord zu bringen, hat uns wirklich sehr geholfen. Die Quarianer unterstützen Evakuierung und Beschuss, während die Geth Versorgungslinien der Reaper angreifen. Ich feiere das gerade alles so dermaßen. Was ist mit Turianern und Kroganern? Die Kroganer und Turianer sind natürlich eine große Hilfe. Dass Urdnot Rex sie anführt, ist gut für uns. Und die gerettete Kroganerin verschafft uns die Unterstützung der anderen Clans. Es war gut, dass sie die Bombe auf Tuchanka entschärft haben. Wir hätten die Kroganer verlieren können. Jetzt haben wir sogar Turianer. Das klingt gut. Was ist mit Asari und Salarianern? Die Asari sind seit dem Putschversuch endlich auch mit dabei. Sie überstellen Flotten und schicken Wissenschaftler zur Mitarbeit am Tigel. Und die Salarianer?
Sie haben eine ganze Flotte als Dank für die Rettung Ihres Ratsmitglieds geschickt. Und weil Sie ihr den Job besorgt haben, haben wir auch eine STG-Einsatztruppe. Über das mit dem Genophage-Heilmittel sehen Sie wohl hinweg. Was ist mit den Rachni? Ich hab's ja nicht geglaubt, aber die Rachni helfen wirklich beim Bau des Tiegels. Sie machen Witze. Sie haben ein Gespür für Massenvernichtungswaffen. Ich glaube, Sie wissen das eine oder andere über galaxieweite Kriege. Es gibt keine Probleme mit ihnen? Nein, außer dass Sie unsere Techniker erschrecken. Auch geplaudert wird nicht viel. Das hätte ich mir von einem Rachni nicht gedacht. Für das, dass ich das Spiel das letzte Mal vor über 10 Jahren gespielt habe. Wow. Wow. Was ist mit Arias Söldnern? Arya T-Loke. Hätte nie gedacht, dass wir mal an einem Strang ziehen. Das Bloodpack wird nützlich sein und gewalttätig. Hauptsächlich Watcher heißt es. Die Blue Suns sind sehr nützlich. Dana Voske bringt seine Männer mit und die sind ganz begierig auf einen Kampf. Eclipse stellt Truppen und Mechs bereit. Wenn wir eine Schwäche bei den Reapern finden, werden sie ausnutzen. Ich will gar nicht wissen, wie sie Arias Kooperation erlangt haben, aber es hat sich gelohnt. Scheiße, ist das geil. Scheiße, ich feiere das gerade, sorry. Wie ist die Reaper-Situation? Es läuft nicht gut, auch wenn sie Ron noch etwas Zeit verschafft haben. Unsere Bedrohungsanalysen zeigen, dass die Reaper an den meisten Fronten die Oberhand gewinnen werden. Und jetzt sind die Asari ein Hauptziel. Sie sind die höchst entwickelte Spezies der Galaxie. Wir werden bald wissen, ob das etwas bedeutet. Wenn Sie gestatten, hätte ich eine persönliche Frage. Sprechen Sie frei heraus. Warum haben Sie mir all das übertragen? Weil Sie der einzige Soldat in der ganzen verdammten Navy sind, der weiß, wie man Reaper tötet. Ich hatte Übung. Nee. Man muss nur clever sein und ein bisschen Glück haben. Das kann eigentlich jeder. Ihre Akte sagt was anderes, Shepard. Sie saßen vor vielen Jahren auf Akkus in der Falle und waren die Einzige, die überlebt hat. Schon damals war klar, dass da mehr war als bloßes Talent. Und deswegen bin ich qualifiziert, die Galaxie zu retten? Ich sag Ihnen mal was, das ich auf die ganz harte Tour lernen musste. Sie können einen Soldaten bezahlen, damit er schießt, angreift und einen Hügel einnimmt. Aber nicht, damit er an etwas glaubt. Ich kann Ihnen nicht folgen. Bei Ihrem Kampf gegen die Sovereign gab es keinen Grund, an Ihren Sieg zu glauben. Aber Ihrer Crew war das egal. Sie folgte Ihnen trotzdem. Ihr Flug durch das Omega-4-Portal war die eindeutigste Selbstmordmission, die es je gab. Und trotzdem blieb Ihre Crew bei Ihnen und war stolz darauf. Warum? Weil sie an Sie geglaubt hat, an Ihre Anführerin. Und genau das brauche ich jetzt. Wo immer es hingeht, es wird mit Sicherheit ziemlich unangenehm. Und Sie werden uns auf die andere Seite bringen. Das ist alles, Sir. Hackett, Ende. Sorry, aber da gibt es jetzt ein paar Brocken, die muss ich gerade verdauen. Ich kann jetzt diese Aufnahme nicht 15 Minuten lang lassen. Habe ich schon erwähnt, dass es mir schwerfallen wird, das Spiel wieder auf die Seite zu legen? Einen Reaper erledigt, ohne die Hilfe eines riesigen Dressschlunds. Genau so ist das. Wir haben der Galaxie gezeigt, dass wir sie besiegen können. Richtig. Sie haben ungelesene Nachrichten auf Ihrem privaten Terminal, Commander. Ach du Scheiße. Diana Ellis, nach dem, was wir gerade durchgemacht haben, ist das vielleicht schwer zu glauben, aber dem Rest der Galaxie ist nicht bewusst, dass die Quarianer in den Nebel eingedrungen sind, geschweige denn einen Krieg gegen die Geth geführt haben. Wir sitzen hier auf einem wichtigen Ereignis der Geschichte. Ich habe Material von allen Beteiligten,
Nur von Ihnen nicht. Darf ich Sie für eine Stunde in Ihrer Kabine besuchen und Ihre Gedanken auf Video aufnehmen? Ja. Schalaran was Ranoch. Na bitte, jetzt haben wir's benannt. Commander, dank der Unterstützung durch die Geth hat unsere Flotte fast wieder ihre alte Stärke. Wir haben uns darauf konzentriert, bei Evakuierungen zu helfen und die turianische Flotte zu unterstützen, während die Geth die Reaper ärgern. Trotz des neuen Friedens hielten wir es für unklug, durch zu große Nähe unsere Truppen einen, wie auch immer, gearteten Vorfall zu riskieren. Admiral Seng Kanchibuzi sagt, dass das Tigelprojekt gut voranschreitet, obwohl sie selbst mit den technologischen Möglichkeiten des Geräts unzufrieden zu sein scheint. Sie ist zwar exzentrisch, aber auch brillant. Hoffentlich findet sie einen Weg, die Funktionalität zu verbessern. Ich hätte es nie für möglich gehalten, dass Sie Hand zum Einlenken bewegen, Commander. Kümmern Sie sich in meinem Namen um Talisora, natürlich. Kela Selei, bla bla bla. Talisora. Shepard, ich wollte Ihnen nur mitteilen, dass ich zu Adams aufs Maschinendeck gehen werde. Solange ich bei Ihnen bin, kann ich dort am besten helfen. Schauen Sie bitte mal vorbei, wenn Sie Zeit haben. Tali. Omega. Die Dinge auf Omega beruhigen sich. Es sieht aus, als wären die Talons die neuen Sicherheitskräfte auf der Station. Ihr Anführer sagt irgendwas darüber, Kandros Andenken zu ehren. Ich würde erst sagen, sie sind ganz nett, abgesehen davon, dass sie kein Problem damit haben, ihrem Standpunkt mit ein wenig Feuerkraft Nachdruck zu verleihen. Seien Sie da draußen vorsichtig, es gibt hier mindestens einen Batarianer, der nicht will, dass sie sterben. Für das, dass wir im zweiten Teil ihre komplette Flotte ausgelöscht haben, na gut, warum auch nicht, gell? Mal schauen, was sich jetzt alles aufmacht. Es gibt ja noch... Ja, wie gesagt, sobald... Verlassen. Jetzt schauen wir mal raus auf die Karte. Ob sich hier was aufgetan hat. Asari-Ratsherrin treffen. Anosbecken. Pferdekopfnebel. Ja, jetzt geht schon langsam dem Ende zu, habe ich ja schon 100-mal gesagt, aber jetzt bin ich ein bisschen baff, ehrlich gesagt. Weil ich jetzt nicht damit gerechnet habe, dass das alles, was ich jetzt noch vorhatte, funktioniert. So. Hier ist ein schöner Parkplatz, hier haben wir Ruhe. Mal ins Logbuch schauen, Gruppe. Oh. Wahnsinn. Es hat geklappt. Voll geil. Alter. Das muss ich jetzt mal verdauen, ein paar Tage. Na gut. Ja. Schau mal ins Logbuch. Was gibt's denn? Also, nein. Nein, ja. Cerberus-Verschlüsselungen, da müssen wir überall noch warten. Wenn ich nur wüsste, ne, wie heißt's? Auf Omega, glaube ich, können wir nicht mehr zurück. Also die 2 Missionen bleiben mal über. Hades Nexus. Muss ich nur schauen, wo Hades Nexus ist. Weiß ich nicht. Hades Gamma. Vielleicht ist es da. Milanest, Exodus Cluster, Arceon, Apienkranz, Krogana, bla bla bla. Zilean. War das 10%? Okay. Ich weiß nicht, ob diese Mechanik schon abgeklungen ist. Weil ansonsten würde ich schneller ein bisschen was hier noch probieren mit euch. Hylos Nebel, Caleston Rift, Ninma Cluster, Perseus Nebel, Hades Nexus. Hades Gamma. Ja, Hades Nexus war das, ne? Kurz einen Blick.
Kann man noch mal? So viel Zeit muss sein. Hades Nexus, gut. Da sind ja die Reaper auch eingefallen. Signal bestätigt. Na, schauen wir mal, ob wir was finden. Allianzfregatte Hongkong. 5. Flotte der Allianz. Na bitte. Ja, da fehlt noch was. Blub. Reaper umgangen. Ach du meine Güte. Ja, wir sind noch lange nicht fertig. Da nur die große Frage. Ich habe etwas gefunden. Sehr schön, Edi. Obelisk von Karza. ULG-Sprung erfolgreich. Signal bestätigt. Haben wir hier? Leipzig Allianzfregatte, schön. 1. Flotte der Allianz, noch schöner. Na bitte, jetzt haben wir es benannt. Sehr gut, ein bisschen an Sprit. Ausweichen erfolgreich. Bitte lasst den Rest hier jetzt gut gehen. Dann haben wir wieder 2 Posten, die wir streichen können. Ich habe etwas gefunden. Ja, beeilen wir uns ein bisschen, weil... Naja. Proteanische Sphäre. Sehr gut, wir können wieder 2 Dinge von der Liste streichen, glaube ich. Und tschüss. Hades Nexus. Schön. Ah, das ist bei der... Ich glaube, das ist auf der Citadel. Ja! Zum Abgeben. Reaper umgangen. Oh. Wir reisen jetzt mal hierher. Ja, vielleicht haben wir Glück und wir können das Ganze doch noch abgeben. So. Jetzt möchte ich trotzdem noch mal was schauen. Commander? Ja, was bin ich? Da drüben ist das, was ich suche.
Oh, 7000. Schlecht unterwegs sind wir nicht. Voll geil. Voll geil. Weißt du was wir jetzt machen werden? Wir suchen uns jetzt raus, wo wir diese 2 Missionen abgeben können und dann beenden wir die Aufnahme für heute. Und dann... Commander? Aber warte mal, wo müssen wir hin? Trainer, können Sie Diana Erlas raufschicken? Sie will mit mir reden. Sie ist unterwegs, Commander. Sie haben bestimmt 1 Million Fragen. Ich habe sie auf 40 begrenzt. Mal sehen, wie Sie mit den wichtigsten 10 zurechtkommen. Commander, als wir das letzte Mal von den Geth hörten, griffen Sie mit der Sovereign die Citadel an. Ja, und das war eine Minderheit innerhalb der Geth. Die meisten sind uns nicht feindselig gesonnen. Erklären Sie damit, dass Sie jetzt Verbündete sind und nicht mehr gefährliche Roboter, die Menschen fehlen? Sie müssen endlich erkennen, dass die meisten Geth trotz ihres Rufs nicht gewalttätig sind. Die Quarianer haben sie angegriffen. Die Geth haben sich nur verteidigt, so wie jede organische Spezies. Wir haben die Geth aus der Kontrolle der Reaper befreit und jetzt wollen sie Rache für ihre Versklavung. Aber Sie bekämpfen mit einer Armee synthetischer Wesen die Reaper, die perfekt hacken können. Was hält die Reaper davon ab, die Geth umzuprogrammieren, wie schon einmal? Die Geth sind sehr intelligent und haben lange über eine Lösung dieses Problems nachgedacht. Sie wenden sich nicht gegen uns. Darauf wette ich mein Leben. Und hier die Frage eines Batarianers auf Omega. Commander Shepard, wenn die Massenportale zerstört werden können... Habe ich etwas übersehen? Haben Sie irgendwelche Fragen? Reichen Sie Ihre Story jetzt ein? Wenn Sie nichts dagegen haben. Sagen Sie der Galaxie, was passiert ist. Sie kann gute Nachrichten gebrauchen. Zu Befehl, Commander. Und wenn es dich interessiert, die Diana kannst du auch flachlegen, wenn ich mich recht entsinne. War das jetzt etwas zu direkt formuliert? Ich dachte, wir hatten hier einen... Ach so, ich dachte, wir hatten hier einen Hamster. Wo ist denn der? Vielleicht hier im Badezimmer. Und dann hat doch bestimmt jemand... Ja, genau. Genau mein Humor. Die 2 Missionen gehen wir noch ab. Warte. Muss ich aber trotzdem noch mal schauen. Nicht, dass ich mich jetzt hier vertue, weißt. Möchte unter 4 Augen mit den Krieg treffen Sie sich auf der Citadel an. Flüchtlingslager und Präsidiumsunterhaus. Okay. Das machen wir noch und dann ist Schluss für heute. Ich mag nicht mehr. Sie dürfen andocken, Normandy. Benötigen Sie ein Transportmittel? Flüchtlingslager. Nein, nicht nötig. In Ordnung. Und da sind Sie sich völlig sicher? Ja, Sergeant. Haben Sie seitdem etwas von Ihrem Bruder gehört? Jetzt kommt's mir erst. Warte ein bisschen. Ich habe gerade ich weiß zwar jetzt nicht, warum ich dran erst gedacht habe.
Docks Wartebereich. Wir müssen noch mal schauen, was es da mit dem Docks Wartebereich. Wir müssen noch mal schauen, was es da mit dem Begräbnis von Thane auf sich hat. Notunterkünfte für Zivilisten. E28, die letzte hinten, ja klar. Hallo? Hey, Zum ersten Mal seit dem Rachni-Krieg wurde die Asari-Heimatwelt Tessia... Ja, so gefällt mir das. War das hier? Hier mit Bier? Ich habe auf Gai Hinnom eine proteanische Sphäre gefunden. Kontaktieren Sie die Allianz und sagen Sie, Commander Shepard hätte angeordnet, dass Sie dafür bezahlt werden. Ja, danke. Das mache ich sofort. Ja, so gefällt mir das. Nach Jahrhunderten der Feindschaft Und nun müssen wir... Präsidiumsunterhaus. Präsidiumsunterhaus. Also haben wir doch noch mehr zu tun. Präsidiumsunterhaus hierher. Genau. Also nur schauen. Jetzt müssen wir nur schauen, wo wir das abgeben müssen. Bei 4. Hier nochmal runter, glaube ich. Ich habe den Obelisken von Karsa beschafft. Er wartet in Bucht D24 auf Sie. Sie haben was? Das ist erstaunlich. Danke, Commander. Ja, bitteschön. Eine unbezahlbare Hilfe bei einer sehr heiklen Arbeit sein. Na bitte, jetzt haben wir es benannt. Okay, jetzt haben wir das nächste. Ja, ich glaube, das wird alles noch ein bisschen länger dauern, wie ich geglaubt habe. Aber egal. Chemische Behandlung. Kodex der Ahnen. Ja, aber da finde ich ja nichts. Der Mechaniker helfen. Ja, da müssen wir warten, bis die Mechanik abgeklungen ist. Gut. Also wir sind noch lange nicht fertig. Hier soll die Tali Tali! Ihr Name ist Tasha Poray. Natürlich. P-O-R-A. Wo ist die Tali? Die soll ja hier irgendwo sein. Na klar, wenn ich zig Millionen Kilometer weiter neben bin. Das kann ja nicht gut gehen. Ihr Name ist Tasha Poray. Ja, ja, die Pore. Hier ist aber keine Tali.
Keine Ahnung. Wahrscheinlich noch am Schiff. Oder ich habe mich schon wieder vertan, was natürlich auch sein kann. So, da. Noch eine gefunden? Aha. Ja, die Jungs in Sakira auch. Sie konnten sie entschärfen. Keine Opfer. Ja, hilft ja nichts. Ich mag heute nicht mehr. Aber was mir richtig taugt oder was mir richtig gefällt, ist, dass man diese Quarianer mit den Geth vereint haben. Das finde ich richtig geil. So. Spectre-Status erkannt. Wählen Sie bitte ein Ziel aus. Als für Sie von Interesse markierte Bereiche sind im Fahrstuhlmenü hervorgehoben. Wenn Sie Fragen haben, ersuchen Sie bitte ein Purgatory. um Unterstützung. Einen Moment bitte. Genau, jetzt haben wir die Armee. Ankunft in Andockbucht D24. Normandy Luftschleuse, da haben wir nichts. Die Amtsratsherrin. Jacob, mit Jacob müssen wir noch was machen. Aria die Joker. Miranda heißt sie, nicht Amanda. Wie komme ich auf Miranda? Ne, sei es drum. Präsidiumsunterhaus. Weißt was? Spectre-Status erkannt. Wählen Sie bitte ein Ziel. Einen Moment bitte. Dann hören wir uns noch mal an, was Miranda zu sagen hat. Und Ankunft im Präsidium Unterhaus. Miranda. Und dann beenden wir das Ganze hier wieder. Wirklich? Und die ersten Einheiten reiten bereits in die Schlacht? Also das ist toll. Ja, schön. Nein, keine Sorge. So markieren Kakriosaurier ihr Territorium. Und den Kroganern scheint es nichts auszumachen. Die muss ja hier irgendwo sein. Miranda, ich habe Ihre Nachricht bekommen. Geht es um Ihre Schwester? Shepard, ich brauche Zugriff auf Allianz-Ressourcen. Mehr kann ich nicht sagen. Vertrauen Sie mir. Ich mag keine Geheimnisse. Sagen Sie mir einfach, was los ist. Ich kann nicht. Falls das ein Problem ist, gehe ich. Nein. Aber Vertrauen ist im Moment Mangelware. Natürlich. Sie bekommen Ihren Zugriff, Miranda. Aber das klingt ja gar nicht gut. Ich weiß. Und danke. Es ist sehr wichtig. Aber das ist nicht alles, worüber Sie reden wollten, oder? Nein. Ich muss Ihnen etwas sagen. Eher gestehen. Es hat ziemlich an mir genagt. Gestehen? Als ich das Lazarus-Projekt geleitet habe, wollte ich Ihnen zur Sicherheit einen Kontrollchip einbauen. Das haben Sie bereits erwähnt. Das war aber nicht alles. Der Unbekannte hat es verhindert. Aus heutiger Sicht hätte es ihm viel Ärger erspart. Mag sein, aber er wollte ihr wahres Ich nicht verändern. Er wollte keine Maschine, die nur Befehle befolgt. Er wollte Commander Shepard. Der Chip hätte ihr Ich vernichten können. Hä? Der Chip hätte ihr war. Sie waren vorsichtig. Boah, wieso müssen eigentlich immer solche Entscheidungen da jetzt kommen? Sie wollte einen Chip bei uns einbauen. Der Unbekannte hat Na gesagt.
Ich bin keine Sklavin. Wir sollten... Schwierig. Ich weiß, ich tue mir ab und zu schwer, diese drei Sätze hier wie sagt man, zu deuten. Sie waren vorsichtig, ich bin keine Sklavin. Scheiße. Was nehme ich denn jetzt? Am liebsten würde ich ja das sagen. Weißt du was? Scheiß drauf. Zum Glück haben Sie es nicht getan. Ich bin lieber tot als ein Spielzeug. Das glaube ich. Warum erwähnen Sie das jetzt? Ich habe gegen die Kontrolle meines Vaters über mein Leben gekämpft. Denn die wollte er, bis hin zu meiner verdammten DNA. Als ich entkommen war, habe ich mein Leben riskiert, um meiner Schwester zu ersparen, dass es ihr genauso ergeht. Aber ich habe nicht gezögert, ihren freien Willen zu zerstören, als ich es konnte. Und das hat Sie so beschäftigt? Ja. Ich habe 2 Jahre meines Lebens verloren. Sie haben mir den Rest zurückgegeben. Sie hätten mir alles nehmen, mich einsperren können. Haben Sie aber nicht. Ich weiß nicht wie, aber Sie haben mich zurückgebracht. Danke. Aber ich wollte nur, dass Sie wissen, dass ich den Plan mit dem Chip immer bereut habe. Sie müssen über die Vergangenheit hinwegkommen. Mache ich sonst auch, aber das war wichtig. Manches hat man eben nicht unter Kontrolle. Da hilft mir meine tolle Genetik auch nicht. Nein, tut sie nicht. Okay. Ich sag's ungern, aber ich muss los. Danke für Ihr Verständnis, Shepard. Kein Problem. Und Miranda? Was Sie da vorhaben, viel Glück dabei. Keine Sorge, Shepard. Ich habe immer einen Plan. Ich glaube, diese 2 abtrünnigen Punkte können wir verkraften. Wir sind relativ gut unterwegs, was das angeht. Nun müssen wir aber... Ja, ich glaube, ein bisschen was wird überbleiben, wenn diese Mechanik abkühlen sollte. Also, ja, ihr schon wissen, was ich meine. Weißt du was? Scheiß drauf. Sei es drum. Wir hören uns das an, was diese Asari Präsidiumsunterhaus? Nö. Hier. Wir hören uns jetzt noch an, was die zu sagen hat. Genau. Ich habe gesagt, ich tue mir ab und zu schwer bei diesen Antwortmöglichkeiten, auf was das jetzt, wie soll ich sagen, auf was sich das bezieht, beziehungsweise, wenn ich jetzt auf was draufklicke, was will mir das Spiel dann damit sagen? Ne? Einen Moment bitte.
Da war Fallout 4, einfacher für mich mit der Modnam. Wo ist denn die jetzt? Die Warze. Ah, da drüben. Vielleicht könnten Sie das Mädchen ja zu Ihrer Familie schicken. Soll das ein Witz sein? Meine Familie hat... Commander Bailey. Stellen Sie alle übrigen Akten sicher und versehen Sie sie mit einer Tentron-Freigabe. Commander Shepard. Haben Sie was gefunden? Wir setzen unsere Untersuchung von Ratsherr Udinas Aktivitäten fort. Es ist nach wie vor unklar, wie er den Putschversuch vorbereiten konnte. Wie auch immer, ich muss mit Ihnen über eine andere Sache sprechen. Die Lage der Asari-Republiken hat sich zum Schlechteren entwickelt. Soweit wir wissen, fehlt Ihrem Tiegel immer noch eine wichtige Komponente, die Sie den Katalysator nennen, nicht wahr? Wissen Sie, wo er ist? Leider nicht, aber wir haben ein Artefakt auf unserer Heimatwelt Tessia, von dem nur höchste Kreise wissen. Aha. Sagen wir, es kann Ihnen dabei helfen, den Katalysator zu identifizieren. Das Artefakt befindet sich in einem Tempel bei diesen Koordinaten. Ein Wissenschaftsteam wird Sie dort unterstützen. Wenn es so wichtig ist, warum verstecken Sie es? Selbst unsere Verbündeten können ihre eigenen Ziele verfolgen. In der Galaxie herrscht ein Kräftegleichgewicht, das wir nicht stören möchten. Genau das machen die Reaper auch gerade. Und deshalb teile ich diese Information mit Ihnen. Arbeiten wir jetzt zusammen? Die Ereignisse zwingen uns zu diesem Schritt. Die Heimatwelt ist noch nie bedroht worden. Tessia war immer eine Oase mitten in einer Galaxie voller Chaos. Die Reaper stehen kurz davor, das zu ändern. Ich tue, was ich kann. Es hängen mehr Leben von ihnen ab, als eine Seele sollte schultern müssen. Meine Gebete begleiten sie.